Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel in Gladbach. 2:1 gewonnen. Wir haben natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, an die ganze Sache ranzugehen. Ja, wir könnten mal richtig feste draufhauen, wie ich es letzte Woche schon teilweise ein bisschen gemacht habe, wenn wir die erste Halbzeit nehmen. Oder wir ziehen mal das Positive raus. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Positiven an. Das ist, dass wir das Spiel gewonnen haben. Dass wir es verdient gewonnen haben, steht außer Frage. Es hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt. Die andere Mannschaft stand 90 Minuten hinten drin. Ja, davon kann man jetzt halten, was man will. Ich finde es schwierig, aber anderes Thema. Wenn man meint, als Borussia Mönchengladbach so auftreten zu müssen zu Hause, dann ist das so. Punkt. Ja. Das Positive ist, wie ich sagte, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, man sagt immer, wenn man solche Spiele gewinnt, wird man Meister. Ja. Weil das war heute so ein Spiel, was du ja aufgrund der ersten Halbzeit nicht unbedingt gewinnen musst. Ja. Erste Halbzeit, ja, ich würde jetzt sagen, haben wir verdient zurückgelegen, kannst du auch nicht sagen, weil Gladbach hat einfach nicht nach vorne gespielt. Ja. Die haben eine Ecke gehabt, die unser Weltklasse Sechser-Duo sehr gut verteidigt hat. Ja, haben wir gesehen, wie Kimmich in den Zweikampf gegangen ist beim Kopfball und dass Goretzka 2 Meter von seinem Gegenspieler entfernt stand oder den Pfosten gar nicht gedeckt hat. Da haben sie gezeigt, was sie können. Gladbach hat uns in der ersten Halbzeit den Schneid abgekauft. Punkt. Ja, wir haben gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen in wichtigen Phasen des Spiels. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, das soll keine Ausrede sein, wir waren schwach, gar keine Frage, wir haben nicht die richtige Einstellung gehabt, die ganze Mannschaft, da sage ich gleich nochmal ein bisschen was zu, aber der Schiri war heute Note 5, ja, das nehme ich schon mal vorweg, dass dieser Schiedsrichter uns überhaupt noch pfeifen darf, ist ein Witz, Leute. Heute war wieder jede 50-50 Chance, wo man es hätte so oder so auslegen können, ist an Gladbach gegangen, jede. Ein Gladbacher musste sich nur auf den Boden schmeißen, selbst wenn wir nur den Ball gespielt haben, gab es einen Freistoß für Gladbach. Gelbe Karten wieder. Ja, es waren berechtigte gelbe Karten bei uns. Keine Frage, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber erste Halbzeit, ich weiß nicht, wer es war von den Gladbachern, auch offene Sohle, voll auf den Fuß getreten. Gar nichts. Gibt's keine gelbe Karte, gar keine Diskussion, nix. Also da wurde wieder mit zweierlei Maß gemessen, dass es einfach nur noch frech war. Ja. Dass das mal unser bester Schiedsrichter war oder sein soll, das war heute nicht unparteiisch. Punkt. Ja, da bleibe ich bei. Das hat auch nichts mit rosarote Fanbrille zu tun. Ich bin da schon eigentlich recht objektiv, was einen Schiedsrichter anbelangt. Ich bin auch keiner, der irgendwie auf einen Schiedsrichter draufhaut. Aber was ich heute gesehen habe, Alter, das war eine absolute Frechheit. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Soll alles keine Ausrede sein. Wie gesagt, erste Halbzeit kannst du die Bank nehmen, durch die Bank und kannst eine Note 5 verteilen. Punkt. Müller vielleicht noch eine 4, Kane auch. Das war's. Alle anderen gebe ich Note 5. Einstellung, Geschwindigkeit, gar nichts. Nichts vorhanden, absolut null. Ja, wie gesagt, Gladbach hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, jeden Zweikampf in einer wichtigen Zone. Minjay käme unterirdisch schlecht, dass der überhaupt wieder auf dem Platz stehen durfte, war ein Witz. Kimmich und Goretzka, Alter, ich habe selten so eine schlechte Leistung gesehen. Ja, nicht nur wegen dem Tor. Ich habe selten so einen langsamen, beschissenen, nicht vorhandenen Spielaufbau gesehen bei uns. Ich war kurz davor, in der Halbzeit schon nach unten zu gehen und ein Fazit zur ersten Halbzeit aufzunehmen. Dann hätte das gebrannt. Ja, dann hätte das wirklich richtig gebrannt. Da wäre Kimmich und Goretzka mit einer Note 6 noch gut bedient gewesen. Lächerlich. Ich meine, Goretzka hat heute mal ein bisschen weiter vorne gespielt, auch schon erste Halbzeit, obwohl es da teilweise auf einer Höhe war, teilweise war er auch mal ein bisschen hinter, aber er war schon weiter vorne. Aber was er gezeigt hat, Leute, da muss man nicht fragen, warum er nicht in der Nationalmannschaft spielt. Ja? Da muss mir auch wieder keiner kommen mit, aber du siehst einen Goretzka zu schlecht. Das war gar nichts heute. Zweite Halbzeit auch nicht. Nichts. Er hat nicht einen vernünftigen Ball gespielt, hat nicht einen wichtigen Zweikampf gewonnen, gar nichts vorne. Das war ein Totalausfall. Lächerlich. Kimmich war zweite Halbzeit wirklich gut. Da habe ich nicht viel zu bemängeln, außer seine Standardschwächen, aber ja, das ist Kimmich. Die brauchen wir nicht weiter drauf rumreiten. Das Thema ist durch. Kimmich ist kein Sechser, Punkt. Fertig.
Punkt, Komma dran. Er ist kein Spielmacher und kein Sechser. Er ist ein Achter, das haben wir heute gesehen, zweite Halbzeit, wenn er in den Räumen war, wo ein Achter ist. Ja, dann hat mal ein Chipball gepasst, da ist das Tor durch entstanden. Ansonsten hat er 1, 2 gute Bälle nach außen und hat die Bälle wenigstens gut verteilt dann in der zweiten Halbzeit, ja. Ohne mal stundenlang den Ball anzunehmen, irgendwie im eigenen, in der eigenen Hälfte sich 500 Mal zu drehen, 300 Sekunden lang zu gucken und sich dann zu entscheiden, ich laufe doch 20 Meter mit dem Ball, um dann den Ball wieder nach hinten zu spielen oder quer zu legen, wie es in der ersten Halbzeit war. Ja, das war zweite Halbzeit einen Tacken besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut war oder sehr gut. Es war besser. Ja. Zweite Halbzeit generell hat gepasst. Zweite Halbzeit haben die Einstellung gehabt. Fairerweise muss man sagen, dass dann natürlich Gladbach auch ein bisschen müde war oder müde wurde, umso länger das Spiel ging. Gar keine Frage. So wie die sich erste Halbzeit reingeschmissen haben. Aber wir haben in der ersten Halbzeit, waren wir so kreativ wie ein Holzblock. Ja. Das hast du darin gesehen, dass ein Harry Kane sich den Ball an der Mittellinie holen musste, um ihn nach außen zu legen, um ihn dann außen nochmal anzunehmen. Dass er sich da nicht noch selber reingeflankt hat, war alles. Ja. Der tat mir heute am meisten leid. Das war vergebliche Mühe. Ja. Der Einzige, der ein bisschen in Erscheinung getreten ist, erste Halbzeit, war der Müller mit 1, 2 guten Aktionen, wo er ein bisschen Pech hatte. Das war alles. Sané war ein Totalausfall, Coman war absolute 6. Ja. Aber das muss eine Anweisung vom Trainer sein. Ja, ich kann mir das nicht anders erklären. Jedes Mal, wenn der Ball außen war, sind wir mit dem Ball nach innen gelaufen. Why? Fucking why? Und Coman ist nicht einmal ins 1:1 gegangen, um die Linie lang zu gehen. Nicht einmal. Ein Davies auch nicht in der ersten Halbzeit. Nicht ein verficktes Mal. Einmal wurden sie gezwungen dazu, weil der Weg nach innen komplett zu war und der Ball irgendwie außen war. Da waren wir einmal außen durch und da kam eine Flanke rein, Alter. Das war ja noch nicht mal eine Flanke, das war ein Ball wieder ins Nirvana oder den Schädel mal hochzunehmen, zu gucken, wer wo steht. Einfach blind reingeschlagen, das war alles. Wir waren so gefährlich und so kreativ wie ein Holzblock in der ersten Halbzeit. Das war ein Trauerspiel. Es war ein absolutes Trauerspiel, sich das anzugucken. Erklärungsversuche, ich persönlich habe keine. Ja, müssen wir mal den Herrn Tuchel fragen, ich weiß es nicht. Frechheit. Ja, und ich meine, Herr Tuchel sitzt ja auf seinem scheiß Arsch und sieht ja das Spiel. So wie wir auch. Dann kann es doch nicht zu viel verlangt sein. So nach 25 oder sagen wir allerspätestens nach 30 Minuten sieht man, Alter, ich habe mich falsch entschieden. Das wird heute nichts. Und dann muss ich doch in der Lage sein, von außen einzugreifen, die Spieler anders aufzustellen, den Spielern zu sagen, geht über außen, doppelt über außen. Wir haben Coman und Davis auf einer Seite. Da kann immer einer durch und die Linie lang gehen und kann das Ding nach innen schlagen. Ja? Es kann doch nicht so schwer sein, das zu sehen und das anzusagen. Nein, jeder Ball, den Coman außen hatte, hat er versucht reinzuziehen. Dann ist er reingezogen, 5 Meter, und hat einen Ball auf den Kimmich zurückgelegt. Davis dasselbe. Auf der anderen Seite dasselbe mit Sané. Von Mats Rui brauchen wir gar nicht erst anfangen. Der ist nicht in Erscheinung getreten, außer durch dumme Fouls. Ansonsten war das ein Totalausfall. Ja. Lächerlich. Lächerlich. Aber gut. 2-1 gewonnen. Das ist das Wichtigste. Wir machen Haken dran an die erste Halbzeit. Wie gesagt, da kannst du jeden rauspicken. Die waren alle schlecht. Durch die Bank. Aber hervorzuheben ist das super lahmarschige Aufbauspiel, wenn man das so beziffern darf, was eigentlich gar nicht vorhanden war. Weder über Außen, über die Mitte brauchen wir gar nicht reden. Goretzka und Kimmich, das war aber wie auch? Wie auch? Das sind beides keine Spieler, die mal 1, 2 Spieler austanzen, dann den Raum nutzen und dann irgendwie einen Pass in die Tiefe spielen oder sowas. Sind sie beide nicht. So, braucht man denen ja keinen Vorwurf machen. Sind sie halt einfach nicht. Punkt. Und das weiß man auch als Trainer, ja. Und heute hätte uns auch keine Holding Six irgendwas gebracht, weil wir gar keine Abwehr brauchten. Alter, wild. Okay, erste Halbzeit, Haken dran. Halten wir fest, unterirdisch schlecht. Keinerlei Einstellung, keinerlei Ehrgeiz, keinerlei Lust zu laufen. Fairerweise muss man sagen, dass keinerlei Anspielstationen da waren. Die Außen standen zu. Keiner hat Bock gehabt, sich zu bewegen.
Müller und Harry Kane waren die einzigen, die sich dann schon haben fallen lassen bis zur Mittellinie, weil unsere Kollegen dahinter so super kreativ waren. Okay, jetzt endgültig Haken dran. Ich könnte noch 20 Minuten weiter ragen über die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war besser. Gar keine Frage. Wir haben auch ein bisschen umgestellt. Ne? Wir haben auch mal ein bisschen was über Außen versucht. Ja, Conny Leimer ist 3 oder 4 Mal bis zur Grundlinie durch. Auch in Sané ist dann mal über Außen durchgegangen, ist nicht jedes Mal nach innen gezogen. Er ist immer noch viel nach innen gezogen, alles gut, ist auch seine Spielweise, völlig legitim. Aber er ist dann auch mal im Zusammenspiel mit dem Leimer mal über Außen gekommen. Das war um 100% besser wie mit Mazrui. Ja, da ging ja gar nichts nach vorne über die Seite. Linke Seite dasselbe. Wir sind mal durchgegangen oder haben mal versucht, auch über Außen zu spielen. So, das hätte man aber auch schon, wie ich sagte, nach 25 Minuten ansagen können. Das war die Mitte. Wir haben gesehen, Gladbach stand mit 10 Mann hinten drinne. 90 Minuten lang. So, was macht man dann? Ja, normalerweise stellt man auf Dreierkette, schiebt die Außenverteidiger nach vorne, dass man zwei Spieler auf den Außen hat und gut ist. Ja, wir haben es da ein bisschen anders gemacht, zweite Halbzeit. Unser Außenverteidiger stand trotzdem hoch. Wir haben Goretzka noch einen nach vorne geschoben, haben Müller einen nach vorne geschoben, sodass ein Goretzka ein klarer Achter Richtung Zehner war. Müller war neben Kane vorne drin und Kimmich war alleiniger Sechser. Ja, der aber eigentlich auch schon fast ein Achter war. Was auch gar nicht anders nötig war. So, und schon war das Ganze einen Tacken besser. Und wir haben die richtige Einstellung am Tag gelegt, ja. Wir haben die Zweikämpfe genommen, wir haben Willen gezeigt. Auch da die Einwechslung von Leimer hat da viel bewirkt. Wenn man mal gesehen hat, wie der gebissen hat, wie er sich reingekniffen hat in die Zweikämpfe. Alles das, was uns erste Halbzeit abgegangen ist, haben wir dann zweite Halbzeit besser gemacht. Und haben das Spiel dann auch verdient gewonnen. Ja. Klar haben wir uns da nicht Torchance auf Torchance rausgespielt. Teilweise durch Unvermögen. Ich kann mich erinnern, wo es auch 0-1 stand. Davis, wir haben die ganze Zeit keinerlei Raum, wo Gladbach komplett zusteht. Er kriegt 20 Meter vorm Tor den Ball, hat freie Bahn. Er kann sich den Ball nochmal zurechtlegen und kann draufziehen. Nein, wir spielen ihn in den Strafraum rein, wo 2 Millionen Beine sind, wo alles zusteht. Alter, da hätte ich im Dreieck springen können. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit würde ich jetzt nicht unter sehr gut abstreifen oder unter gut. Nein, es war eine durchschnittliche 3+, wenn man mal die Halbzeit bewerten würde. Die erste Halbzeit war eine Note 5. Gut. Gucken wir uns ein paar Statistiken an, dann gehe ich auf die einzelnen Spieler drauf ein, was heute relativ schwierig ist, aber ich werde es mal versuchen. Schüsse aufs Tor, 3 für Gladbach, 9 für uns. Schüsse nebens Tor, 3 für Gladbach, 6 für uns. Geblockte Schüsse, 11 Stück wurden von uns geblockt. Ballbesitz 62%, 15 Ecken, eine Gladbach. Abseits 0-1, Fouls 5-20. 5-20. Wir, der FC Bayern München. Leute, da wisst ihr Schiedsrichterleistung, gell? Hier. 5 Fouls der Gladbach begann, wir 20. Fragen? Denke nicht, oder? Gelbe Karten, wie schon was zu gesagt, ja. Alles andere ist Wurst. Ganz wild. Okay, gehen wir es durch. Aufstellung, Ole hatte eigentlich nichts zu tun. Ole war arbeitslos. Gegentor, ja, sah er schlecht aus, hat den Schritt dann rausgemacht, weil er versuchen wollte, die Flanke abzufangen. Hätte aber nichts geändert, hätte auf der Linie gestanden, wäre wahrscheinlich auch nicht dran gekommen. Das Tor geht ganz klar auf Kimmich und Goretzka, da müssen wir nicht rumdiskutieren. Ulle daher eine 3. Was willst du da groß bewerten? Ja, die letzten Minuten hat er dann ein paar Ballkontakte gehabt, hat die Dinger langgeschlagen, hat zweimal gut abgeworfen. Fertig, Punkt. Upamecano ist jetzt nicht super negativ aufgefallen, würde ich sagen. Ansonsten, ja, keine Ahnung. 2, 3 Fehlpässe gespielt, erste Halbzeit. Es waren aber einfach auch keine Anspielstationen da. Keiner hat sich bewegt. Zweite Halbzeit hat er 1, 2 ganz gute Pässe gespielt. Aber ansonsten war es jetzt nicht irgendwie schwierig. Aber wir können die Innenverteidiger heute auch nicht wirklich beurteilen.
Ja, hat's gut gemacht, wenn er außen aushelfen musste gegen Player. Von daher will ich den Upa noch bei einer 3 sehen. Ja, Minjay sehe ich auf jeden Fall schlechter wie ein Upa. Ganz komische Zweikampfführung gehabt, erste Halbzeit teilweise, wo Gladbach noch ein bisschen was versucht hat. Hat auch wieder 2, 3 Fehlpässe drin gehabt, die nicht sein müssen. Ansonsten war es aber auch souverän. Aber für mich, ja, beides jetzt keine Leistung, wo man sagt, das ist unbedingt jetzt unser Standard-Innenverteidiger-Duo. Also da tut man De Ligt schon echt gerade, ja, Unrecht in meinen Augen. Aber gut, ist dahingestellt. Minjay, ja, sehe ich bei einer 3 minus. Ich versuche irgendwie, normal müssten wir aufgrund der ersten Halbzeit, ich versuche das mal so ein bisschen auszublenden, gebe immer so einen Tacken schlechter. Wenn du die erste Halbzeit voll mit einfließen lässt, Alter, dann weiß ich auch nicht, auf was wir da kommen. Davis war auch schlecht heute hinten. Ja, erste Halbzeit, wo Gladbach noch ein bisschen was versucht hat. Da sah Davis richtig schlecht aus zweimal, hat sich richtig verarschen lassen auf der Außenseite, was defensiv anbelangt. Der Offensiv war er auch nicht vorhanden, weil, wenn er den Ball hatte, wäre er dann auf Coman gespielt oder ist in die Mitte gezogen, hat noch einen Kimmich gelegt. Zweite Halbzeit, klar, war es dann auf jeden Fall einen Tacken besser. Ja, heute ist einfach super schwierig zu benoten. Normalerweise müsste ich erste Halbzeit nehmen, alle eine 5 und dann die zweite Halbzeit würde ich sagen, Opa halt eine 3, dann kommt er auf eine 4. Dann kannst du Minjay eine 4 minus geben. Davis würde ich dann zweite Halbzeit auch eine 3 geben, kommt auch auf eine 4 insgesamt. Mazrui sehe ich bei einer 5, Alter, da müssen wir gar nicht drum herum reden, das war absolut gar nichts. Müller habe ich bei einer 4 gesehen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, ja, ist ja jetzt auch nicht mehr groß in Erscheinung getreten, irgendwie, ja, vielleicht eine 4 plus insgesamt. Goretzka sehe ich bei einer 5. Ja, erste Halbzeit war gar nichts, zweite Halbzeit hat er gefühlt nicht einen wichtigen Zweikampf gewonnen, konnte nicht einen vernünftigen Ball da vorne irgendwie mal festmachen oder mal jetzt irgendeinen Spieler spielen. Ja, hatte einen so eine Halbdingen da, aber sorry, Leon, das ist. Also wenn der Leon nächste Woche, oder was heißt nächste Woche, ist glaube ich erstmal Länderspielpause, dann müssen wir gleich mal gucken. Aber wenn er im nächsten Spiel wieder auf dieser Position aufläuft, sorry, dann verstehe ich es nicht mehr. Na gut, wenn Leimer von Anfang an aufläuft als rechter Verteidiger, kann man das argumentieren, dass ein Goretzka mittig spielt. Ansonsten hat es ein Leimer definitiv verdient, vom Goretzka aufzulaufen. Ja, also da gibt es keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Aber das ist auch nur meine Meinung. Die ganzen Goretzka-Fanboys können das anders sehen. Coman, erste Halbzeit 5, zweite Halbzeit will ich eine 3 geben, sehe also auch bei einer 4. Kimmich, erste Halbzeit 5, zweite Halbzeit will ich ihm eine gute 3 geben, also eine 4 plus. Sané, erste Halbzeit 5, zweite Halbzeit sehe ich ihn bei einer sehr, sehr guten 3. Also kommen wir auch auf eine 4 plus. Kane, ja, habe ich gesagt, erste Halbzeit 4, zweite Halbzeit habe ich ihn ein bisschen schwächer gesehen, war in der ersten Halbzeit sogar noch ein bisschen auffälliger. Sind wir dann insgesamt auch bei einer 4. Also, wenn wir es so, wenn wir die erste Halbzeit voll mit einberechnen, ja, sind wir beim Ulle, der auf einer 3 steht, alle anderen haben eine 4 oder eine 4 plus. Ja, für mehr reicht es halt nicht, wenn man eine Halbzeit schlecht ist. Ja, Punkt. Muss man dann auch mal so ehrlich sehen. Wenn man nur die zweite Halbzeit bewerten würde, haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dann sieht es auf jeden Fall teilweise ein bisschen besser aus. Kommen wir zu den Einwechslungen. Conny Leimer, denke ich, ja, hat die ersten 5 Minuten noch 1, 2 Stellungsfehler gehabt, wo er ein bisschen gucken musste, dass er nicht zu weit nach innen rückt. Hat es dann super gemacht mit dem Leroy auf der Seite. Ja. Hat gepusht, hat geackert, auch nach hinten hin. Bärenstark. Ja, es gibt für mich, also wie gesagt, steht der im nächsten Spiel nicht in der Startaufstellung? I don't know. Dann sage ich euch ganz ehrlich, dann ist der Tuchel auch bald weg. Ja, dann fängt er nämlich die gleiche Scheiße an, wie es ein bisschen Nagelsmann gemacht hat. Gnabry für Coman, ja, Gnabry hatte 1, 2 gute Szenen, dann hat sich reingehauen, nicht so hängerig, war völlig okay. De Ligt hat dann den Sechser gegeben, ne, vor der Abwehr. Ja, I don't know. Wie gesagt, ich habe es schon zu Opa gesagt. Opa könnte man da hinstellen. Ja, vielleicht kann man auch einen Matthias da hinstellen, wer weiß. Lass uns überraschen.
was da in Zukunft so passiert. Ansonsten sehe ich auf jeden Fall, dass ein De Ligt bei mir, das ist aber auch meine persönliche Präferenz, aufgrund der letzten Saison, wäre er gesetzt in der Innenverteidigung. Er wär klipp und klar mein Abwehrchef. Man hat das heute auch wieder gesehen, diese Abstimmungsprobleme, dass da keiner so richtig das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. 'N Opa kann das nicht, 'n Opa hält die Fresse. Das war auch schon das Problem im ersten Jahr, wo er bei uns war. Er ist nicht der Part Abwehrchef. Er ist der Part, ich bin der Nebenmann, er macht einen guten Job, er braucht aber einen, der ihn führt. So, ganz einfache Kiste. Und dass das jetzt 'n Min-Jae sein soll, Leute, fühle ich persönlich nicht. Ja, dafür ist er viel zu kurz da, dafür macht er viel zu viele Fehler. Ja, er hat ein paar gute Aktionen, er hat aber auch genauso viele, kritische Aktionen, ne? Also, von daher, für mich wäre 'n De Ligt da hinten gesetzt und wenn er jetzt gerade mal eine schwächere Phase hat, ja, dann musst du ihn vielleicht dann mal durchschleppen und mal zu ihm stehen und sagen: „Du bist hier mein Abwehrchef, und du hast das hier alles zu koordinieren“, und da muss man sich festlegen, ne? Punkt. Er hat's auf jeden Fall verdient. Guckt euch die letzte Saison an, guckt euch den Charakter an. Ich verstehe es nicht wirklich, kann ich aber auch alleine mitstehen mit meiner Meinung. Dann ist das so, ist mir Wurst. Das ist meine Meinung zu De Ligt. Choupo habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Ich habe es dann kurzzeitig verstanden, wo er so 2 Minuten so den Nagelsmann-Choupo gemacht hat, ne? Wo dann hieß, den Ball einfach auf die Mittellinie und Choupo nimmt den da an, dreht sich, verteilt den, macht das Spiel schnell. Aber da war er 2 oder 3 Minuten und dann war er in der Versenkung verschwunden, dann war er vorne neben Kane. Ja, da hätte ich mir da eher den Tell gewünscht, der dann noch kam, der dann auch das goldene Tor gemacht hat. Freut mich riesig für den Jungen. Hat er sich verdient. Ja, und durch eine Kimmich-Ecke komme ich gleich noch zu. Also halten wir fest, Choupo-Moting war 3 Minuten auffällig, danach ist er abgetaucht. De Ligt war die paar Minuten, die er da war, auf jeden Fall auffällig. Gnabry war auffällig, man hat gesehen, dass er auf dem Platz ist. Conny hat völlig überzeugt, meiner Meinung nach. Und Tell, ja, der war auch gleich Feuer und Flamme, wie er immer ist, wenn er reinkommt. Ja? Nach vorne, nach hinten, hat alles gegeben. Hat er dann auch verdient das Tor gemacht, nach einer Kimmich-Ecke, womit wir bei den Ecken sind. Erste Halbzeit, ich hätte in die Tischkante beißen können. Ja, die Ecken waren ein bisschen besser, sie sind nicht in die Arme des Torwarts gegangen, aber die Ecken waren so. Ja, wir stehen jetzt mit 20 Mann im Strafraum. Wir gucken mal, wo könnte der Ball denn runterkommen? So, da war keinerlei Druck, nichts hinter. Es war elendig. Wirklich elendig. Ja, dann bei 2 Ecken war der Goretzka dann irgendwie halb da dran, ne, ohne Druck, aber wie willst du hinter so einem Ball auch Druck bringen, Alter? Da müssen wir auch nicht weiterreden. Zweite Halbzeit war es dann mal ein bisschen variabel, indem der Kimmich mal nicht nur die Ecke reingetreten hat, sondern auch mal abgelegt hat auf 'n Sané, mal abgelegt hat auf 'n Conny und so weiter. Das war okay. Und dann hat er ja auch 2, 3 Ecken mal reingeschlagen, die, ganz okay waren und dann ist ja auch das Tor daraus entstanden. Die 14. Ecke war es von Kimmich. Ja, weil einer durfte ja Sané schießen oder war's Gnabry? Ich weiß es nicht mehr. Eine durfte auf jeden Fall jemand anders schießen. Ja, da sehe ich immer noch Verbesserungspotenzial, gar keine Frage. Aber es war ein Müh besser. Erste Halbzeit, so von der Positionierung der Ecke, und zweite Halbzeit war es dann noch mal 'n Müh besser. Ich sehe grad, dass mein Cappy die ganze Zeit schief ist. Sehr wild. War's noch mal 'n Müh besser vom Druck her. Ja, die hat nicht mehr so 'n riesen Bogen gemacht, sondern etwas flacher, hat 'n bisschen mehr Druck drin gehabt. Und, dann hat's ja auch mal zum Erfolg geführt. Von daher, Glückwunsch an Kimmich. Kimmich wird also auch weiterhin diese Saison jede Ecke schießen. Ähm, aber auf das Thema gehe ich auch nicht mehr weiter drauf ein, ne? Note für 'n Tuchel, ja, sehe ich auch bei 'ner 4. 'Ne 4 ist heute eigentlich perfekt. Es war ausreichend, weil wir 2:1 gewonnen haben. Es war aber nicht befriedigend, definitiv nicht. Es war schon gar nicht gut, schon gar nicht sehr gut. Es war nicht mangelhaft, weil wir gewonnen haben, und von daher war es auch nicht ungenügend. Von daher bin ich mit der 4 und manche 'ne 4 plus, denke ich, kommen die Spieler damit noch gut weg, wenn man die erste Halbzeit sieht. Ähm, ja, ich denke, Kimmich, Goretzka, das System ist gescheitert. Ja, also wenn ich egal, auch wenn es jetzt Leverkusen sein wird,
Guck mal eben, aber es ist ja, glaube ich, erst Länderspielpause, da kann der Goretzka sich ja mal ein bisschen ausruhen. Aber er hat ja schon wieder ein bisschen Schmerzen gehabt auf der Bank, glaube ich, heute. Ist bestimmt wieder verletzt, fällt wieder 2 Wochen aus und kann nicht trainieren. Ja, ja, gut. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall Länderspielpause, scheiße, was keine Sau interessiert. Ich denke, danach wissen wir, wo wir stehen. Ja, wir haben dann Leverkusen und wir haben Man U. Beides zu Hause. Und danach haben wir sogar noch Bochum zu Hause. Aber ich denke, diese Woche mit Leverkusen und Man U, dann wissen wir, wo wir stehen. Ja, muss man ganz klar sagen. Bisher, ja, keine Ahnung, kann ich das schwer beurteilen. Wir tun uns halt super schwer gegen so Gegner oder gegen so einen Spielstil, wie es Gladbach heute gemacht hat, mit 10 Mann hinten drinne. Das wird Leverkusen nicht machen, das wird Man U nicht machen. Ja, also gehe ich jetzt nicht von aus. Das heißt, wir werden Räume haben, die Spieler vorne werden mal ein bisschen Platz haben. Aber es kann natürlich gut sein, dass wir auch mal gepresst werden, was wir bisher auch noch nicht wurden. Ja, Gladbach hat sich komplett zurückgezogen. Augsburg war auch nicht wirklich Pressing, was wir gesehen haben. Bremen auch nicht. Also von daher wird es interessant sein. Ja, Fakt ist, das Spiel muss schneller werden bei uns. Ja, was es dann zweite Halbzeit war, weil wir dann halt mal, wie gesagt, mit Conny und so weiter über außen mal ein bisschen schneller gespielt haben, dann auch mal hinterlaufen haben und einfach direkt schnell weitergeleitet haben. Und nicht den Ball genommen haben und 20 Meter gelaufen sind. Oder wie es ein Sané macht, der nimmt den rechts auf der Seite an den Ball, läuft dann quer übers Feld, um ihn dann über 2 Meter zu passen oder was. Ja, I don't know. Alter, dann stellen wir nur noch 3 Spieler auf, dann brauchen wir keine 11 Spieler mehr, wenn wir jedes Mal 50 Meter mit dem Ball laufen. Ja, mir fehlt das Kombinationsspiel komplett unterm Tuchel bisher. Komplett. Es ist nicht vorhanden, Leute. Es ist nicht vorhanden. Es macht mich traurig und wahnsinnig, gerade gegen solche Gegner wie heute. Ja, da musst du einfach durch schnelle Kombinationen die Räume schaffen. So anders kannst du gegen solche Gegner nicht spielen. Wir haben es heute gesehen. Und wenn, muss es über außen gehen. Und dann musst du mal mit Flanken arbeiten. Nicht mit Flanken vors Tor für einen Kane, mit Flanken in den Rückraum, dass da jemand steht, der die Dinge abnehmen kann. Ja, wir haben noch einen Leon auf dem Platz gehabt, der kann auch mal die Birne hinhalten. Das ist seine Stärke im 16er. Ein Kimmich hat eine gewisse Stärke, ab dem 16er mal das Ding reinzuziehen. Ja, und das kreide ich den Tuchel an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Coman freiwillig sagt, oh nee, ich gehe jetzt nicht in 1:1 gegen außen. Ich gehe mit dem Ball, ziehe in die Mitte, um den Ball dann auf den Kimmich abzulegen, weil in der Mitte alles zusteht. Und Kane war wieder null, absolut null ins Spiel eingebunden. Noch weniger wie null. Erstens, weil wir ohne Flanken gespielt haben, seit Harry Kane da ist. Ich meine, wir haben vorher schon kaum Flanken geschlagen. Aber mittlerweile lassen wir es ganz sein. Und durch die Mitte, ja, I don't know. Müller war auf der 10 nicht wirklich existent, hat irgendwie keine Ahnung, was er gespielt hat. Der 10,5 und dann mal neben Kane und es war kein Aufbau durch die Mitte möglich. Ja, und über außen haben wir versucht, in die Mitte zu ziehen. Ganz wilde Geschichte, ganz komisches Spiel. Nochmal, wir haben es am Ende verdient, 2:1 gewonnen. Das ist das Wichtigste, was wir mitnehmen können. Man muss das aber, was wir heute gesehen haben, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, auch wirklich so kritisch ansprechen. Ja. Es werden jetzt 2 Dinge passieren. Erstmal fährt alles zur Nationalmannschaft. Hoffen wir mal, dass sich nicht groß was verletzt. Dann haben wir ein Spiel gegen Leverkusen, wo wir entweder komplett überzeugen werden, weil wir endlich mal Raum haben, oder wo wir knallhart sehen, dass wir keinerlei Gegenwehr im defensiven Mittelfeld haben. Dass wir einfach überrannt werden auf dieser Position. Unsere Innenverteidigung, unsere Viererkette ist aus meiner Sicht ohne Führung. Da ist keiner, der das Zepter in die Hand nimmt. Min-Jae habe ich das heute nicht einmal gesehen. Conny Leimer, der dann auf dem Platz war als rechter Verteidiger, hat dann, das war das beste Beispiel, da war die Szene, der lange Ball kommt, Conny köpft. So, er hat 2 Möglichkeiten. Entweder er legt den Ball in die Mitte oder, wie man es macht, er versucht den Ball nach außen zu legen. Ja? Oder er lässt ihn halt durch für den Ulle. So, er hat keinerlei Ansage gekriegt und man köpft den Ball nicht in die Mitte, köpft ihn nach außen. Da war aber niemand außer ein Gegenspieler, der den Ball dann in Ruhe annehmen konnte und über außen durchstarten konnte.
Opa hat sich das nur angeguckt. Dann hat ein Conny den Opa erstmal zusammengepfiffen, was völlig so richtig ist. Er braucht doch nur einfach nur sagen, lass durch oder sonst was, sonst ein Kommando geben. Ja, das haben wir nicht in der Viererkette. Da ist keiner, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Und das ist ein Tuchel-Thema, Leute. Er stellt sich dahin, vorher so, ja, wir brauchen aber Führungsspieler, wir brauchen eine gewisse Achse. Was hat uns die letzte Saison denn gezeigt? Also ich denke, De Ligt ist das, was am ehesten bei uns an Führungsspieler rankommt. Ja. Und ist ja nicht so, dass er schlecht ist. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und selbst ein Conny Leimer hat heute mehr Anweisungen und mehr Einsatz gezeigt als ein Goretzka und Kimmich zusammen. Ja. Auch da kann man dann eher von Führungsspieler reden. Also ganz wilde Ansichten, was da teilweise aktuell passiert. Ja. Keine Ahnung, ich könnte jetzt noch 20 Minuten weiter mich echauffieren. Am Ende haben wir 9 Punkte. Wir haben 3 Spiele gewonnen. Davon war keines überzeugend. Keines. Bremen hat das Ergebnis viel darüber hinweggetäuscht. Aber ich will die Spiele jetzt gar nicht nochmal alle durchgehen. Wie gesagt, ich denke, nach Leverkusen und Menu wissen wir, wo wir stehen. Punkt. Entweder knallt das zweimal, wir gehen gnadenlos unter. Oder wir überzeugen, weil wir endlich mal Raum haben, weil wir einen Harry Kane haben. Und wenn Harry Kane dann endlich mal ins Spiel eingebunden sein sollte, was ich mir mal wünschen würde, dass auch mal ein Leroy Sané vielleicht mal versucht, einen Harry Kane einzusetzen, oder auch mal ein King, ja, was ja bisher nicht passiert ist, ja, würde ich das feiern. Aber das werden wir sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend bei uns. Aktuell das Wichtigste sind die Punkte, die Ergebnisse, die fahren wir aktuell ein. Ja, es ist aber unendlich viel Sand im Getriebe bei uns und ich bin gespannt, ja, was diese Woche bringen wird. Jetzt haben wir eine Woche Pause, sehr schön. Genießt das, Leute, und dann ja, geht's gegen Leverkusen. Wie gesagt, ich finde es super schade, dass man nicht diese Führungsspielerschiene und diesen Umbruch, den man so ein bisschen angefangen hat, bei uns im Verein durchgezogen hat. Es gab für mich keinen Grund, wieder Goretzka reinzubringen für 'n Leimer. Wenn Leimer da in dem Mittelfeld nicht überzeugt hätte, ja, alles gut. Hättest du ihn rausnehmen können nochmal und dann hättest du 'n Leon bringen können. Alles gut. Weil Leon hat er hat 2 Spiele auf 'nem normalen, guten Niveau gezeigt. Das war es aber auch, ja. Und die Gegner waren Augsburg und Bremen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Heute war es wieder gar nichts. Und Musten de Ligt ist der Abwehrchef. Punkt. Der muss spielen. Fertig. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Hat sich letztes Jahr eingespielt. Ja, ich verstehe es nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist genau so ein Ding, wie es in meinen Kopf nicht reingeht, warum Kimmich jede Ecke schießen darf. Und frag mich nicht, Leute. Ja, ich kann es verstehen, dass Leon heute wieder ein bisschen kacke war, weil es war klar, wäre eine 6 gekommen, wäre Leon weg außen vor gewesen. Ja, er hat keine zweite Position, die er spielen kann. Wo soll Leon sonst spielen? Du kannst ihn auf der 10 nicht gebrauchen, weil das nicht sein Spiel ist. Du könntest ihn am ehesten noch vorne in den 16er stellen als Stürmer. So, aber sonst, was soll er spielen? Er kann nichts anderes spielen. So. Und wäre ein Sechser gekommen, hätte er kein Spiel mehr gemacht. Weil Kimmich spielt immer. Punkt. Ich glaube nicht, dass Tuchel und Kimmich rausgelassen hätte, hätten Goretzka aufgestellt. Weil dann hätte er vielleicht auch mal gesagt, ich lasse mal einen Kimmich raus und stelle mal einen Leimer hin. Ja? Oder hätte er mal heute sagen können, gut, zweite Halbzeit der Kimmich erst gerechtfertigt, definitiv. Habe ich ja schon gesagt. Aber ansonsten aufgrund der Leistung der ersten Halbzeit hätte man auch sagen können, komm, ich hau einen Kimmich nach hinten rechts und stelle einen Leimer mit ins Mittelfeld. Ja. Am Ende des Tages war es die richtige Entscheidung. Wie gesagt, Conny war gut als rechter Verteidiger. Fairerweise muss man sagen, defensiv war er jetzt auch nicht mehr gefordert. Ja. Aber gut, ich fange schon wieder an, alles zu analysieren. Es ist gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir haben 9 Punkte. Und so viel Platz für Steigerung. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Abschließend möchte ich aber noch ein paar Worte sagen zu Tuchel sein Rumgeheule.
Von wegen, der Kader ist so klein jetzt. Da möchte ich was zu sagen, ja. Das sind für mich Ausreden. Punkt. Klar wäre schön gewesen, hätten wir noch einen rechten Verteidiger verpflichtet, hätten wir einen richtigen Sechser verpflichtet. Völlig okay, aber es ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Ja? Wir haben es heute gesehen, du kannst einen Leimer hinten rechts hinstellen, du kannst einen Kimmich hinten rechts hinstellen. Wenn alle drei verletzt sind, kannst du noch einen Bunazar hinten rechts hinstellen. Im Mittelfeld hast du einen Pavlovic, der es super gemacht hat in den Vorbereitungsspielen, der absolut die Ruhe weg hat. Den würde ich mir immer wünschen. Das kann nicht schlechter sein, als ein Leon das macht. Vor allem hat er auch einen ganz guten Spielaufbau, einen ganz guten, ruhigen Ball. Ja, da musst du halt mal auf diese Jungs setzen und nicht immer Ja, Punkt. So ein Guerrero kommt noch zurück, der kann auch noch mit dem defensiven Mittelfeld spielen. Kann Linksverteidiger spielen, also kann er wahrscheinlich auch einen Rechtsverteidiger zur Not mal spielen. Ich sehe das jetzt alles nicht so schwarz. Wir reden über die Hinrunde. Ja, wenn man dann in der Winterpause sieht, yo, was wir sehen werden, wir brauchen einen Sechser, ja, ich denke, man wird weiterhin Kontakt mit dem Spieler haben. Und man wird ihn dann in der Winterpause verpflichten, wenn Fulham dann bis dahin Ersatz hat, und die sind ja mit Heuberg da zugange. Also stehen die Chancen da nicht so schlecht. Klar, kann es dann ein bisschen teurer werden. I don't know, wird man sehen. Ja, nochmal. Heulen auf hohem Niveau auf der Rückseite. Ja? Da muss man halt dann mal einen jungen Jaust reinwerfen. Ansonsten kann man auch mal einen Tell auf die 10 stellen. Ja? Wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, kann man solche Sachen mal versuchen. Ich denke, Tell hat heute wieder gezeigt, was er kann, auch wenn er über außen gekommen ist. Ja, also es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben, und man muss nicht immer sich da hinstellen. Da sollten sich manche Trainer bei uns mal ein Beispiel an Louis van Gaal nehmen. Er hat sich auch nicht dahingestellt, hat rumgeheult, ich brauche jetzt gestandene Profis hier, bla bla. Nee, der hat gesagt, hier, der kann was, zack, den stelle ich hin, fertig. Ja. Natürlich ist das immer ein gewisses Risiko, aber ja, man muss da jetzt nicht rumheulen. Klar hätte das besser laufen können mit der Transferphase, habe ich in meinem anderen Video, wo er ausführlich geschildert. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt keine Spieler, die kicken können. Ja, und wenn sich 3 Spieler verletzen, ja, dann musst du 3 Jugendspieler da hinstellen. Punkt. Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Klar müssen wir nicht darüber reden, dass wir, das werden wir wahrscheinlich jetzt gegen Leverkusen und Menu sehen, und dass uns da auf der defensiven Mittelfeldachse was fehlen wird. I don't know, vielleicht hat Tuchel die Eier, die Licht dahin zu stellen, oder ein Upamecano. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten werden die beiden Mannschaften, glaube ich, schon aufzeigen, dass wir da Probleme haben. Ja. Und da müssen wir auch nicht drüber reden, dass wir irgendwie um den Champions League-Titel spielen mit dem aktuellen Kader. Ja, ich denke, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Klar, wenn Harry Kane mal endlich irgendwann mal richtig zu 100% eingebunden ist in unser Spiel, kann man da wieder anders drüber reden, weil dann ist die Devise, wir müssen vorne eins mehr machen, wie wir hinten kriegen. Aber das ist ja aktuell auch nicht. Ja. Also Harry Kane ist immer noch ein absoluter Fremdkörper in unserem Angriffsbemühungen vorne. Muss man leider so sagen. Aber natürlich auch, weil die Gegner alle super tief stehen. Kann gegen Leverkusen und Man United ganz anders aussehen. Von daher warten wir mal diese Woche ab. Also diese 2 Wochen. Am 20.09. ist das Spiel gegen Man U. Und ich denke, danach können wir dann schon mal ein kleines Fazit ziehen, wo die Reise hingeht in der Hinrunde. Und in diesem Sinne, jetzt endlich Feierabend, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wie immer, haut mir gerne eure Meinung rein. Ich lasse mich überraschen. Tschüssi.